Über die letzten mehrere Monate dann habe ich, glaube ich, viele von uns belebt, was es meint, wenn wir nicht Krauft haben ans Haus. Vielleicht bist du mal abgestanden und wir wissen das alle, dass die Uhren gehen nicht auf für die Kaffee trinkst. Sondern hast den Kaffeemaker, der ist halb heiß und geht das Licht. Oder du das waschen, hast eine Lutwasch halb vor dich, dann geht das Licht. Oder du hast einen Tag geschafft und du bist ganz müde gehen und du hast die Dulsaten und Pastor Jacob seine Botschaft von Fäsen nach watschen, dann geht das Licht. Oder noch euer, du hast sehr geschafft, um deinen Stab anackern und alles krackreich tun und alles, was die Eva bleibt, als checken, würde verdreht, wenn du es nicht Krauft. So wie weit ein Lektisch gerät, was es meint, wenn wir nicht Krauft haben. Unsere Häuser, unser Leben sozusagen, die sind so verwickelt mit lektischer Krauft von der ersten Tag. Und so bei uns im Haus hast du so, wenn das Licht ausgeht, dann tun wir schön mit dem Phone da und dann wollen wir eine Batterie staut am Phone. Viel zu chargen, aber das ist nicht Licht zum Chargen. So, das dreht sich alle rum dort. Na, ich dachte über diese Werk, dass wenn das mit Hydro zu tun hat, oder mit uns Licht, viele Dinge in uns Leben. Das ist ein besseres, wenn Gott, bietet sein Recht auf diese Welt. Will seine Kirche sozusagen verspreiten, oder das Evangelium, das Menschen waren Jesus fing. Und das hat mit einer Krauft zu tun. Und wenn diese Krauft nicht da ist, dann passieren da wenig Dinge. Ich habe Ihnen manchmal gesagt, dass Gott seine Krauft, Gott seine Arbeit tun, braucht wie Gott seine Krauft. Und so habe ich nannte das die Botschaften bloß einfach Krauft. Von der will ich reden zum Krauft zum Zeugen, der nächste sind auch Krauft zum Leben und der dritte sind auch Krauft zum Leben. Aber wenn Gott sein Recht bühen wird auf dieser Welt mit uns Zeugen, na, ich weiß nicht mehr, was dort reich ist, wenn wir sagen, dass das einzige Ding, was Gott hat, zum sein Recht bühen, das dient Zeugen. Wenn heißt Gott, kann verschiedene Dinge tun, aber doch hat Gott sich gewählt, seine Kirche zu bühen, seine Recht zu bühen, Menschen nur Jesus zu leiten, durch mich und den Zeugen. Tim, dass wir Zeugen, braucht es eine Kraft. Stell dir mal vor, dass du hast die Abgabe, in Nordamerika bekannt zu machen mit dem Evangelium, und weil wir mal 150 Jahre zurückstoppen, wo das bosigste Ding von Transformation, das bosigste Weg für Information wiederkommen wird, Piet. Und du warst nu, Nordamerika erregt mit dem Evangelium in den nächsten 50 Jahren, was von der Sorte Menschen wirst du die wählen? Meine Frau und ich, wir sind einmal in Massatlan gewesen, zusammen von uns und auch. Wir gleichen in Massatlan, wenn wir da sind, dann zu uns, wenn die Sonne schon ja ist, dann gehen wir da längs dem Meer, den Malecon. Wer weiß von dem Boardwalk an, wo das plottet. Und so. Aber da längs dem Meer gehen. Aber wenn du über Tag gehst und dort mit einer Seite nicht eng von den Boardwalk gehst, dann dort wo die Fischer noch kommen, mit ihren Boots, haben vielleicht danach gefasst. Und dort heute, und der Wind kommt auf hin, so wenn du gehst vorbei, dann gehst du nur busig von Stutze. Wenn das stinkt bitterlich. Alle haben alle Fisch und was immer alle. So stelle ich mir so vor, stunket durch bei Kapernaum. Wo Jesus längs Meer ging, und Petrus und Johannes, Jakobus, Andreas, sie waren Fischer. Und so, wenn du warst die Welt für Jesus gewesen, was für eine Sorte Menschen wählst du die? Und so, wenn wir so denken, dass wir würden uns mal von Massatlan zusammen von den Fischer holen, zum die Welt für Jesus gewesen, dann würden wir vielleicht hastig so denken, uns wird noch irgendwo eine Kraft fehlen. Aber wenn wir noch Lebenswasser kommen, wir wollen hier Menschen rüt wählen, zum die Welt für Jesus gewesen, dann würden wir hastig so denken, uns wird noch eine Kraft fehlen.
Und so wenn ich denke an Jesus seine Jünger. Feuer vernährt wir ein Fäscher weit weg. Da sind some von ihnen, wo bloß einfach wenig von Weiten. Von Philippus, Bartholomew, Thomas, Jakobus, Alphaeus sind sehen. Da weit wir nicht, was der Verhältnis noch nicht nur her. Wir weiten bloß, dass wir ein Port von Jesus seine Gruppe, in der sie die Welt umdrehen für Jesus sozusagen. Matthäus wie ein Taxcollector, Simon wie ein Silot. Dann wird ein Taxcollector und ein Silot, dort ist Wut und Schmerz versehen zu mischen. Der Taxcollector dort wie einer, was der römische Krauft braucht, um von seinem einen Fall Tagsrüt zu zappen, so viel als können, und sich die Pfoten ablehnen. Und sie laut dort wie Sonne, was hängereckschen Maße hängen bald hat, um der Römer dort merken, und den Taxcollector dort merken. Und die bei taub, da werden wir nächstes Jahr noch ein bisschen von reden, aber die bei taub sind in Jesus seine Gruppe. Sie werden in ihr fähiges Leben sozusagen von der Graz zu finden. Ich weiß nicht, ob diese beiden sich kennen, dort sage ich nicht, aber die Gruppen, sie werden große finden. Das Evangelium verteilt von diesen Jüngern, alle Evangeliums, Matthäus, Markus, Lukas, sie verteilen von diesen Jüngern ihr Rechte denken. Und sie wollen das Geradste sein, sie wollen das Höchste sein. Sie verlieren Jesus, sie rennen weich. Sie sollten hängen verschlutene Deren. Sogar nur seine Auferstehung. Johannes 20, Vers 19. Da sagt er dann den ersten Tag in der Werk, so als die Jünger taub wären und die Furcht für die Juden, die deren Teuer schluten haben. Das wäre sie wären. So du hast die nu 12 Jünger, je wird 12 Männer gewählt, um die Welt für Jesus zu werden, hast die von Maßatlan geholt, aber die Satten hängen verschlutene Deren. Die haben Angst, die verlieren die ran weich, die sind nicht mal durch. Als Jesus seine schwanzte Stunde durchging, da wären die noch nicht zu finden. Klimpet wieder in der Geschichte, da lesen wir das. Apostelgeschichte 5, Vers 13. Als sie sagen, wie mutig Petrus und Johannes wären, das ist nicht für die jüdischen Lehrer, als sie sagen, wie mutig Petrus und Johannes wären und dass sie angeschulte, gewöhnliche Menschen wären, angeschulte, gewöhnliche Menschen, kranksinnig aus Lebenswasser und Schauf sind. Wunderten sie sich eben an, dann worden sie an, dass wir mit Jesus taub waren. So von Hängen verschlutene deren, von Lehes, von Wachranbad, für die jüdische Lehrer, in der salzige Stadt, in den salzigen Tempel, für die salzige Lehrer, was Jesus dort mögen, was wir dort waschen passiert. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist ewig kommen wird, wo je Krauft kriegen, dann wo je Krauft kriegen, das was passiert wird mit diesen Jüngern. Und dann wo je meine Zeugen sind, Krauft zum Zeugen in Jerusalem, kriegt du, wo sie Jesus dort mögen, kriegt du, wo die jüdischen Lehrer lebten, kriegt du, wo das gefährlichste wir, dort wo sie wollen anfangen, nur Judäa und Samarien, aber das eng von der Welt. Aber sie wollen die Welt für Jesus gewähren, weißt du, wo wir hin? Wenn sie wollen Kraft kriegen. Das ist nicht Gott sein Willen, dort ecken du versehen, für Gott zu leben in unserer Kraft. Dort wie versehen zu zeugen in unserer Kraft. Und so wenn wir denken an die Welt für Jesus gewähren mit Menschen, uit het Fäscherlag von Maßatlan, dann fehlt uns Kraft. Aber wenn wir denken an die Welt für Jesus gewähren, die mennonitische Welt oder die plotische redende Welt für Jesus gewähren durch Lebenswasser, dann fehlt uns Kraft. Apostelgeschichte 2, Vers 4. Die Pfingstdag, die Chemek wird nicht alle lesen, bloß haben wir was Versen. Das heißt, sie waren alle mit dem Heiligen Geist gefällt und fangen an, in andere Sprachen zu reden, durch dass die Essen dort mählich mögen. Das wird Zeugen anfangen. Aber hier haben sie sich verstärkt. Aber hier haben sie Angst. Aber hier werden die deren Teuer geschlossen. Aber hier wird es Müll tau. Die wollen Kraft kriegen, wenn der Heilige Geist whatever kommt. Und sie fangen an zu zeugen.
Und die Kirche fängt an, die Kirche wächst, 3000 Menschen bekehren sich, wurden getauft, das geht wieder. Dann sagt es wieder in Vers 14, dann stund Petrus, kriegt er was verlehen in das. Dann stund Petrus mit der Alve ab und fängt mit einer lüde Stimme an zu zeugen. Und er predigt eine lange Botschaft, wir wollen da nicht nennen von der, aber das gibt in die Kirche. Die Kirche dreht wieder, die fängt an, Menschen bekehren sich. In Kapitel 3 von der Apostelgeschichte, da gehen Petrus und Johannes in den Tempel, sie heilen da einen Trepel beim Tempel, und die geht mit ihnen den Tempel näher und hüpft daran und stellen so vor, die Jocht und hüpft daran, die Menschen fangen, die Chicken fangen und tupft daran. Und Petrus predigt, vertelt etwas von Jesus in Auferstehung, durch wahre die Krauft zum Zeugen. Dann kommen sie an Fuß nehmen, schlagen mir für die jüdische Lehrer, und dann sagt er das in Apostelgeschichte 4, Vers 8. Dann seht Petrus, nun habe ich was gesagt, dann seht Petrus, dezelfde Petrus wat eerst verleden heeft. Dan zit Petrus voll vom Heiligen Geist. Lucas maakt een punt davon, dat Petrus wie gefällt met Heiligen Geist en hij fängt an zu den jüdischen Lehrern zu reden. Und wir wollen nicht nennen, was er sagt, aber kort gesagt, er wies nur und sagt, die haben Jesus dort gemerkt, Gott hat den von dort abgewirkt, wir sind Zeugen für dort. Die wollen Krauft kriegen. Want de Heilige Geist heeft je kent. En je wordt mijn Zeugen zijn. En zo Petrus, hij redt te eind van de Messias. Nou, waar we dan denken, dat Petrus, hij is een Fäscher. Vielleicht stunken die Hänge noch. Hij heeft mal Fäscher aangemerkt en de werk loot, dat je helemaal krijgt rekenen wat ik dat drink. En zo Petrus, hij is een Fäscher. Wenn die noch mal waren, dann machst du lang und dann geht du mal vorbei, wo die Bootsnamen kommen, und das reicht heute selber da. Und dann denkt an Petrus und Johannes, und Jakobus und Andreas. Dort, wo Jesus sich zurückholt, zu sein. Wer wir Petrus zum Ende wem heilen, oder wer wir Petrus zum Ende wo zeugen, oder zum Prediger sind. Petrus ist ein gefällter Mann, der zeugen hat. Hij sagt wieder in Vers 20, wils wie kann nicht anders. Mocht je den Satz. Wils wie kann nicht anders. Weet je wat ze eerst nicht anders können? Eerst können sie nicht anders als die Deren verschlüten. Eerst können sie nicht anders als lehen. Eerst können sie nicht anders als ran. Wie kann nicht anders als davon reden, was wir hier in Zeijen haben. Krauft zum Zeugen. Dann loten sie ihn los. Sie trauen ihn sein, hier dort mit das Jesus reden. Und so sie trauen ihn sein, sieht still. Sie gehen drei naar de Kirche. En de Kirche die betet op. En de Kirche vraagt voor beroep zijn. Voor wat beten wie? Wanneer we beten? Zij beten voor beroep zijn. Zij zeggen, Gott streckt die hand uit en dat wunderschön Teken. So, aber dann sagt er dit in Vers 31, Kapitel 4, Vers 31. Als sie gebet hadden, schade de plaats, wo sie topgekommen werden, en sie werden alle voll vom Heiligen Geist. En nu heb ik wat het zegt. En predigten Beruf Gott zijn woord. Die worden Kraft kriegen, dan wij mijn Zeugen zijn. Dan zegt in Vers 33, en de Apostel, dat is interessant dat het dat zegt, aber de Apostel geven met grote Kraft. Wo komt de Kraft her? Vom Heiligen Geist. De Apostel geven met grote Kraft Zeugnis, dat Jesus Christus van dood abgestoßen wird en die Gnade wir bei alle sehr groß. Kraft zum Zeugen. Die Geschichte jetzt wieder, habe ich Zeit in der ganzen Erngung, war Ananias und Sapphira, dort wirkt eine Geschichte, wo 2 Menschen starben und die Kirche werden geben, oder werden lehen werden geben. Wir reden hier ein bisschen von Geld, gleich von Geld zu reden. Aber dat is klar in de schrift, dat geven is ook een goed wat de Heilige Geest geeft. En zo zij sterven, dat zegt, viele Menschen worden geheilt, bitterliche Dinge passieren door. En wat waren vastgenomen, dit moet je ze verkielt. Aber sie gehen Frau da wachen, sind Frau, dass sie können für Jesus lieben, das ist auch ein Ding, was der Heilige Geist in ihnen tut. Und dann kommt Trouble in die Kirche, und das geht eigentlich nicht so allein. Dann kommt Trouble zwischen der jüdischen Wertfrühe und der griechischen. Die Griechischen sind nicht zufrieden, sich nicht so verleden, als die jüdische war immer da wir. Dann sagt er in der Apostelgeschichte 6, Vers 3, steht,
Daarom Brüder, seht man kunt 7 oprechte mannen, ja, ich nur wat van de mannen, die vol juist en wijsheid zijn. En andere weer, seht nu juist gevelde mannen, wat zich dit woord komen. En dit is zo te zijn, dat eerste mal wat we diakoon hadden, wat we van der diakoon aan, maar ze zullen nu juist gevelde mannen zien. Stefanus, wie einer von euch, wir weten, dass er redet in den Heiligen Geist, seine Jene können nicht jeden Stunde nehmen am Fuß, am wird auch für die jüdische Lehrer geschlabt, in Gruß Verse am Steinchen, und sagt, das in Apostelgeschichte 7, Vers 55. Aber Stefanus, voll vom Heiligen Geist, schickt ab zum Himmel und sagt Gott seine Heiligkeit, und Jesus wie Gott erreicht uns tun. Stefanus, voll vom Heiligen Geist, sagt es. Krauft zum Zeugen. De eerste leidt naar Samaria, de eerste leidt naar de Heiden. Maar dan komen we bij Paulus. Paulus, hij weer de vervolger van de kerk, de eerste vervolger wat de kerk wat dan ever gehad had. Hij verjoegt de kerk, verspreidde, sprengde sozusagen in Jeruzalem uit. Hij weer ook bij ons Stefanus aanbracht en vele anderen. En hij is aan weg naar Damaskus, hij begint Jezus door. Und dann lesen wir das in Apostelgeschichte 9, Vers 17. Ananias schäft sich auf den Weg durchhauen, also das ist der Mann, was Gott nur Paulus schicken hat, und Paulus halten mir soll. Ananias schäft sich auf den Weg durchhauen und ging nach das Haus hinein und lädt Saul, der hängt ab und sagt, Bruder Saul, der Herr Jesus, der die auf den Weg hierhin begehrt hat mir geschickt, dass die war sein Kurs und mit dem Heiligen Geist gefällt ist. Dan zal we dat wat Gott sich geroten hat, naar de Heiden gehen, dat is een längere Thema. Aber das sagt dann wieder in Vers 20, hij fängt voort, het redt van Saul, hij fängt voort an, in ihre Schulen zu predigen. Von einer, wat de Hand kommt, um die Juden, um die Christen dood merken, mit wat hij de Botschaft selbst predigen hat. Da sind wir in die Dode dazwischen. Weet je wat da passiert weer? Gefällt mein Heiliger Geist, wahre geboren, hat Jesus begehrt. Und dann sagt es wieder, die Gemeinde hat wieder Frieden, sie bilden sich ab im Geist und so weiter. Krauft zum Zeugen. Von der sind ich und du hier. Na, wir sagen, und wir glauben als Kirche, dass wir haben in Europa unsere plötzlich redende Welt für Jesus herreden. Wir reden nicht mal von Nordamerika für Jesus herreden, wir reden von unserer plötzlich redende Welt. Wir können das nicht tun, ohne die Kraft. Aber weißt du, wir können Musik anstellen, ich kann hier reden, wir können das rutschstrahlen, aber wenn Gott nicht seine Kraft dabei hat, dann ist es ein Ladeding. Ich habe Ihnen einmal gesagt, dass eine Gruppe Menschen ohne Gott seine Kraft, das ist bloß eine Gruppe Menschen. Weil die Welt kann besser Musik anstellen als wir können, sie können bessere Redner annehmen als wir haben. Die Welt kann rein alles nur tun, was wir tun. Der einzige Unterschied, was da ist, wenn Gott sein Ja ist, der ich uns schafft. Wenn dort nicht du ist, dann haben wir ein Haus voll. Wir brauchen dort, dass Gott sein Wind sozusagen, und dann kann ich sagen, dass das Wort Jas und Wind und Odem, das ist dasselbe Wort in der Schrift, dass das unsere Seelen wird fallen und uns schieben. Und ich will Ihnen 3 einfache Ideen geben, wo der Heilige Geist uns kann fallen. Nummer 1, er braucht ein reutgemerktes Hort. Er braucht ein Hort, das darscht. Na, ich glaube, der Darsch kommt auch von ihm. Jesus sagt in Johannes 7, wem der Darsch, der soll zu mir kommen und ich werde ihn zu trinken geben. Und dann sagt er wieder, wer an mir läuft, dass der Schrift sagt, von denen sie im Banner steht, worden lebende Wasserströme dran. Und weißt du, wir brauchen ein reutgemerktes Hort. Einmal, weil wir hier in Hand, da soll eine anderes passieren, aber wir sind nicht willig, dort zu tun in uns Hort, was wir brauchen. Einfach ein Verlangen, Gott sein Willen zu tun, ein Verlangen, in Gott sein Wort zu leben, ein Verlangen,
dass wir wollen das Instrument sein, dass wir wollen die Zeug sein, was Gott fehlt in dieser Welt, um unsere Plottische in der Welt für Jesus zu reden. In der Reihe gemerkt das hart. Als das Evangelium nach Samarien ging, dann wird ein Mann, der heißt Simon. Und als Petrus und Johannes zur Hand kamen, sie leden ihn te hängen ab und die krien in Heilige Geist, dann will Simon sich die Guf schreiben. Und er hat Petrus Geld an beiden, dass Petrus am wird die Guf geben, dass wenn er wird wem hängen bleiben, dann wollen die den Heiligen Geist kriegen. Das ist ein Beispiel von einem Hort, was nicht reut ist. Das ist ein Beispiel von einem Hort, was selbstsüchtig ist. Ein Hort, was für Geld Dinge will tun, ein Hort, was ich will mein Namen abbauen. Ein reut gemerktes Hort ist bloß einfach ein Hort, ganz Gott handgegeben. Und so wenn du beten, das für die Füllung von Heiligen Geist, dann fang hier an, dass Gott dein Hort wird reut merken, wenn das kostet den Preis. Diese Jünger, da wird nicht gesagt, dass sie wegrennen. Da wird nicht gesagt, dass sie Angst hatten. Da wird nicht gesagt, dass sie hängen verschluten in deren Sorten, wenn ihr Leben, wie so zu sein, auf dem Platz. Und sie werden alle willig ihr Leben Hand zu geben, in deuten. Und so in der Reut gemerkt das Hort. Frau Gott, dass er dein Hort wird reut mehr. Dass er die bloß wird fell mit dem Verlangen. Einmal weil wir, weet je, er soll mal eine Ändernis in die Kirche passieren, aber ich will nicht den Priester tun, das zu tun. Das zweite Ding ist dreieckig von Sinn. Einmal haben wir verstärkten Sinn, sogar als Christen. Wir haben Sinn in uns Leben und wir weiten sagen, Gott, dass du es. Der Jesus hat dir das fertig gesagt. Vielleicht hast du eine politische Sinn, vielleicht hast du etwas, was du hingerecht stehst. Wie nennen das Buße, wie nennen das Weichdrehen. Das bloß einfach nur Gott kommen, man auch nicht horten sein, merkt mich ganz rein. Einmal sind das selbstsicher Dinge, Selbstgerechtigkeit, von immer das alles ist. Aber uns Hort ist nicht rein von Sinn. Wir erlauben Dinge ans Leben, was Gott uns soll gesagt hat, was nicht reich ist. Aber wir luten die durch, wenn uns ja das scheint, wir wollen die durch haben, wir wollen nicht den Priester tun, dort abzugeben. Und so ein rein gemerkt Hort ist auch etwas rein gemerkt wird. Na, ich weiß, dass in Christus sind unsere Sinn vergeben, aber wir können danach einmal mutwillig Sinnen ans Leben haben, was uns hindern wird, von dort tun, was Gott von uns will haben. Und ich habe Gelegenheit, wird zu zeugen zu jemand, aber das Wort zu denken, oder das, was ich in meinem Hort habe, das hält mich müde taub. Und aus Angst vielleicht, dass das wer was anworden, oder was von Heuchler, wo ich dann sind. Das dritte Ding ist Glauben. Bloß einfach glauben. Wie nehmen Jesus im Glauben an? Du sind der in meinem Leben, wo ich das nicht ein ganz klein bisschen feilen kann, dass ich ein Christ bin. Du sind der in meinem Leben, wo das nicht mal so sitzt, dass die Dinge, die in meinem Leben passieren, das soll niemals passieren, ten Christ. Verschiedene Dinge können wir sagen. Wir leben im Glauben. Wir glauben, dass Jesus hat uns sind vergeben, er hat uns angenommen, er hat uns sein Kind gemerkt. Das ist ein Ding, was wir annehmen im Glauben. Na, da kann einmal die Pfeile bei sein, einmal sind, aber wenn da nicht sind, dann gehen wir im Glauben. Und so, wenn du Gott fragst, nur die Fall, nimm das im Glauben an. Lukas redet davon, dass wir als Väter, wir können unsere Kinder allerhand gute Dinge geben. Wir würden nicht allerhand beise Dinge geben, aber wenn wir Gott fragen, den Heiligen Geist, dann gibt er uns den. Er ist ein guter Führer, er gibt die. Nimm das im Glauben an. Wir brauchen euch lang rumrohren und rumfasten und alle Dinge, und nicht, dass dort arg ist, da bin ich arg schon. Aber wir brauchen uns dort nicht verdammen, wenn wir den Führer fragen. Du als ein Christ, du hast den Heiligen Geist in die. Frauen, dass er dein Hort wird ganz übernehmen. Die wird reinmerken und dein Hort reinmerken. Und dass er die wird wirklich deine Seele vollfallen. Dass du das nächste Mal, was du wem begegnest, und du hast eine Gelegenheit zu zeugen, dass dein Müll nicht wird teuerbar sein. Johannes 7, 38 sagt, wer an mich glaubt, dass die Schrift sagt, den sie im Bannischt worden leben, die Wutterstreimer an. Nimm das im Glauben an, dass das wird passieren.
Und du kannst ihn sehen, und du kannst Krauft haben zum Zeugen. Gott will uns fällen zum Zeugen sein für ihn. Wenn wir nicht so eine Christen sind, als Jana wir, was Gott sei Dank zu uns nur schaffen bei der Arbeit, dass es keine angeworden wird, dass ein Christ wird. Wenn wir wollen uns eten sollten, dann macht das Salz in Salzstreit ut. Wir sind hier zum Zeugen. Na, vielleicht hat Gott die beraten zum Geld merken, dass das wir kann gehen, das kann alles sein. Da wir nicht so verstehen, dass jeder einer von uns mal ein Prediger sein, ein Missionar, ein Versänger, ein so was. Die Arbeit, die du hast, und du wirst mit Menschen umgehst, du wirst die Arbeit hast, du wirst die schaffen das. Aber wir sind Zeugen, ein Weicher oder der andere. Und wenn wir Gott fragen, dass er uns wird voll mit seinem Geist, dass wir wollen Zeugen sein von ihm, uns dieses Volk lebt in Dienstnis in der Zeit daran ut. Krauft zum Zeugen. Diese Jünger hat euch gesagt, dass in den nächsten 70 Jahren verspreiten sie das Evangelium über die ganz dann bekannte Welt mit das busigste Ding wie ein Piet. Kein Internet, keine Technologie, die haben nicht Hydro-Problems, das wir haben. Und so die Frau von uns sagt, wenn Gott von der Welt uns dieses Volk für Jesus herrechnet, was für eine Sorte Menschen kriegt er? Weet je nou wat van hij kijkt? Krijgt ze als die terugkijken im Spiel. Krijgt die Person. En hij wil die val, hij wil ons Kraft geven. En wie zal het kennen, wie haben euch die Kraft in uns? Waar we aan vragen dat hij ons wordt vallen. Dat we worden Zeugen zijn, dat ons meer van ons dieses Volk wat Jesus fing. We hebben tot beten. Ons himmlischer Vater, Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass du uns den Jesus gegeben hast. Du hast uns nie gemerkt, du hast uns wahre geboren. Und nu fragen wir, dass du uns hart was heute merken, du uns verwiesen, dass du Sinn in uns Leben hast, dass du uns voll mit dem Geist, wenn uns nicht fällt, jetzt verloren, wenn sie nicht Information haben. Help uns, dort Instrument zu sein, dort Zeugnis zu sein, was du was haben, durch deine Kraft. In Jesus' Namen. Amen. Das Prayer-Team ist hier fern, wenn ihr ein Gebet fehlt, sie können ansalben, je hängen bleiben en voor je beden. Dankzij voor komen. Had een goede zondag en een goede week. Der Gott von der Schöpfung, Neumann sehr still. Der Gott von der Lösung, mirbt den Wachung. Aus dir die Leben gibst, doch wie alles wir nie durch. Aus der Stein und weiche Rot, kamst du dort Kraft gegangen. Lud diese Stern, lud wohl mit Preis, worum sie Käfer den Leben jenen dort Kraft. Jesus lebt, wir singen wie alle Lied. Die Kraft von Gott, das ja brechen, das verändert alles. Der Gott wird vollkommen ist, Wort zu sehen. Der Gott von der Erdung verändert alles. Aus dir die Leben gibst, doch wie alles wir nicht durch. Aus der Stadt